Leben macht. Hey, wir haben jetzt das Privileg, Tamara und Dave noch in dem Q&A zu haben. Deswegen, Alex, rüber zu dir. Yes, danke Pat. Hey Dave und Tamara, so cool seid ihr hier im Studio. Vielen Thanks. Dank. Cool hier zu sein. Ich glaube, war es eure erste Message an einem Sonntag auf dieser Bühne oben? Und wie hat sich das angefühlt? Es hat sich gut angefühlt, also so grundsätzlich. Es gibt schon, ich habe großen Respekt vor jemandem, der das jede Woche fast macht, aber also wir fühlen uns wohl, das ist ja auch unser Zuhause, aber wir waren uns sehr bewusst dieser Rolle, gell, und haben da kräftig geübt. Yes, also ich war schon ein bisschen nervös, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. Aber ich hab mich so gefreut und es ist auch ein mega Privileg, über Worship sprechen zu dürfen, weil während wir worshipen auf der Bühne, machen wir keine Teachings. Und ich merke, wir haben auch in den Vorbereitungen so viel gemeinsam gesprochen, welche Punkte wollen wir bringen und mein Herz, ja, das brannte so richtig für diesen Sonntag. Diese Message, Ja. so cool. Also ich fand es extrem bereichernd, mal ein anderes Team auf der Bühne zu haben. Darum vielen Dank. Macht ihr das heute? Vielleicht ganz zum Anfang ein bisschen zum Kontext. Du hast es am Anfang ganz kurz angesprochen, dass ja Worship nicht nur Singen sein kann, sondern wir haben da geklatscht, getanzt und so weiter. Trotzdem habt ihr dann auch viel vom Singen gebracht. Vielleicht ganz praktisch, wirklich für Leute, die einfach nicht gerne singen, die nichts mit Musik anfangen können. Wie kann das im Alltag aussehen? Worship anbeten. Ich meine, ja, vielleicht geht man da auch nicht auf die Knie dann jeden Tag. Wie kann man das so im Alltag machen, Gott anzubeten? Das beantwortet jetzt gleich Dave. Also, ich verstehe die Frage mega, aber ich finde, sie wird heute zu oft als Ausrede gebraucht, dass wir das eben gar nicht machen. Weil das ist wie wenn du im Mittelalter lebst, dann sagst du ja nicht, ja, ich auf die Knie gehen, das ist nicht so meine Begrüßung, ich schüttle dem König die Hände, dann sagt der König, ja, schön für dich, einmal und nachher nicht mehr. Und das ist ja mit Gott nicht so, das ist mir schon klar. Aber ich finde, zum Beispiel, wenn du deine Bibel liest, also manchmal lese ich zum Beispiel meine Bibel und mich berührt ein Satz und ich merke, Gott spricht zu mir, dann falle ich oft auf die Knie oder verneige mich vor Gott, einfach kurz in meiner Wohnung. Das lesen wir auch von Daniel zum Beispiel, hat seine Hände erhoben am offenen Fenster. Das sind alles so äußerliche Zeichen oder wie sagt man das? Ausdrücke von etwas im Herz. Und ich glaube, unsere Kultur, gerade die Schweizer und deutsche Kultur, hat mega Nachholbedarf in diesem Bereich von sich wie sagst du dem? Das zu zeigen, was im Herzen eben drin ist, nicht so, ich bete dich mit meinem Herzen an, weil es bringt ja nichts, wenn ich zu Tanja sage, ich liebe dich von ganzem Herzen, aber ich mache, was ich will. Ich komme nach Hause und spiele 3 Stunden Playstation und sie sagt, kannst du bitte kommen? Sage ich, nein, aber weißt du, ich liebe dich ganz fest im Herzen, spürst du es denn nicht? Dann sagt sie, sage ich das Wort nicht da. Dann, genau, das bringt einfach nichts, weil Liebe zeigt sich immer auch mit einem Ausdruck und nicht nur Gott, gell, du siehst mein Herz, wir kennen einander. Das ist so das moderne Christentum. Und ich finde, wir können hier lernen von unseren Kirchenvätern und Müttern, uns richtig auch ab und zu das zu zeigen, oder? Hat für mich nicht so mit extra und introvertiert zu tun. Nein, für mich gar nicht. Und ich glaube, also wenn es Personen gibt, die gar nicht gerne worshipen, dann sage ich dir, probiere es einfach aus. Also ich merke es persönlich bei mir, wenn ich zu Hause im Dunkeln die Tür abgeschlossen auf meine Knie gehe vor Gott, das sind für mich die kostbarsten Momente. Und ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen leistungsorientiert, aber ich meine es nicht so. Aber für mich ist Worship auch eine Fähigkeit, die ich erlernen kann, wie Gebet auch. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht die von morgens bis abends so viel betet. Und ich weiß, Gott sagt ja, wir sollen in seinem Wort, wir sollen ohne Unterlass beten, weil er weiß, dass es uns Menschen dient. Ja. Und ich glaube, dass wenn ich nach diesen geistlichen Gesetzmäßigkeiten lebe, probiere zu leben, dann merke ich selber wieder, dass Gott mich so krass beschenkt und ich dann an dem Ort bin, wo er mich haben möchte. Ja, und das ist wieder so kostbar, dass ich einfach sagen würde, probiere es aus. Ja. Und ich glaube auch, man muss nicht immer alles mögen, was man tut, oder? Ja. Also das ist sowieso nicht so im Leben. Absolut. Von dem her, ihr habt von dieser Mitternachtsmoment gesprochen, wo wir auch Schwierigkeiten haben und wir uns in der Mitternacht fühlen.
ist es nicht oft so, dass in diesen Momenten wir oft ein Lippenbekenntnis machen und nicht ein Glaubensbekenntnis, weil wir nicht anders können? Und das ist aber nicht unbedingt das, was Gott will. Also ist das nicht Heuchelei, wenn wir nur dann in diesen schwierigen Momenten einfach ein Lippenbekenntnis machen? Ich glaube, dass manchmal unser Herz von unseren Lippen hören muss, was die Wahrheit ist und wer Gott ist. Und ich glaube, manchmal beginnt es mit den Lippen, manchmal beginnt es im Herzen, manchmal im Geist. Und ich merke, ich bin nicht immer so ready im Alltag, dass alles Vollgas, glaubensvoll ist. Und manchmal muss ich mir selber helfen, um mich wieder... Dave sagt jeweils zu kalibrieren, also wieder neu zu Perspektive zu geben. Und für mich hat das nichts mit Heuchelei zu tun, sondern mehr mit Authentizität, dass ich kommen darf, wie ich bin, aber ich weiß, Gott gibt dann das schon oder macht das, was ich brauche in dem Moment. Aber ich komme einfach mal mit dem, was ich habe. Manchmal ist es das Herz, manchmal die Lippen, manchmal, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, es darf einfach nicht dort das sein, dass du nur immer sagst, Gott, das kommt schon gut und ich vertraue. Wenn du dann deine Ängste unterdrückst und Gott nicht auch deinen Schmerz kundtust. Ich meine, ein Großteil der Psalmen sind Klagepsalmen. Das ist genauso Worship, wenn ich Gott meinen Schmerz bringe. Aber ich bringe ihm was. Ja. Und ich glaube auch, das spricht für mich auch überhaupt nicht gegen Seelsorge oder Therapie oder was auch immer. Also für mich sind das wie zwei verschiedene Ebenen. Ich gehe selber auch in die Seelsorge und ich finde das so wichtig, dass wir eben... ich finde das so wichtig, dass wir das unterscheiden können. Das hat nichts mit dem zu tun, mit dem Seelenaspekt. Manchmal auch, David sagt ja auch, lobe den Herrn meine Seele. Aber ich glaube, dass wir einfach alles gebrauchen dürfen. Gott hat uns ganzheitlich geschaffen, Körper, Seele, Geist, Seele, Gedanken, Emotionen und irgendwie können wir ihm das alles bringen und er braucht das auch alles. Vielleicht zum Abschluss, habt ihr ein persönliches Erlebnis, wo ihr erlebt habt, wie Silas und Paulus im Gefängnis, ihr habt angebetet und es hat sich dann wirklich etwas verändert zum Positiven. Also gibt es irgendetwas Persönliches, wo ihr das wirklich so erlebt habt und das bezeugen könnt, dass das funktioniert, wenn man das macht? Das beantwortet jetzt Tamara, möchtest du sagen? Also ich habe mehrere Momente in meinem Leben, also ganz grundsätzlich merke ich, dass, ich habe das in der Message ganz am Ende gesagt, dass Gott manchmal in den Umständen ein Wunder macht und manchmal in unserem Herzen. Und ich merke das wirklich auch physisch, dass ich oft, nicht immer, aber oft zur Ruhe komme, in einen Frieden komme und eine Zuversicht bekomme, wenn ich wirklich so meine Knie beuge für Gott, egal in welchem Lebensbereich. Und ich habe das schon, also jetzt ganz konkret ein Beispiel erlebt. Ich hatte vor 2 Jahren, wo dieser Song in meinem Midnight auch entstanden ist, eine Zeit, wo ich schlaflose Nächte hatte. Und es ist nicht so, dass die schlaflosen Nächte dann auf einmal weg waren, als ich da gebetet und geworshipped habe. Aber ich merke, dass eben dieses Kalibrieren ist da passiert, dass die Dinge an richtigen Ort kamen und ich mit Gott in dieser Nacht trotzdem anbeten konnte. Und diese Nacht schlief ich super gut. Also von dem her habe ich da schon etwas gemerkt von Gott, wo er das gelöst hat und gesegnet hat. Yes. Super, cool. Vielen Dank, heute hier im Studio. Gerne. Hey, und für dich zu Hause, ICF Worship hat auch eine Website, die eingeblendet wird. Also wenn du wissen möchtest, wann die EPs rauskommen, die Album oder auch die Worship-Tours, wo sie unterwegs sind. ICF Worship geht mehrmals im Jahr auf Worship-Tour. Dann findest du alle Daten und Orte auf der Website. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche wieder.